wat Abraham aan zijn rechten, wat die noemen is. Amen. Amen. Wer ist mit mir einverstanden? Das fällt sich nicht nur nicht schweig, was wir hier sind. Das ist eine Familie. Das ist nicht bloß irgendein Schweig, das ist eine Familie. Wir sind Brüder und Schwestern und wir sind so dicht umeinander. Und was wir von der alles hier und gesehen haben, ich fühle so demütig und ich fühle so, wir haben nicht mehr zu lernen, wir waren bis nach dies brutal. Das noch geneuten, was Gott tät man ganz. Aber wir haben von der sehr gute Thema und ich freue mich sehr, dass ich die ihr darf haben, hier so was mit den Mathe teilen. Und ich hoffe wirklich, dass das ein Thema sein, was wir nicht bis wollen, vielleicht hier so hören und hier so voll wie an uns hört. Ja und Amen und dort war ich so und dort war ich so tun, aber dann waren wir einmal tüß sein und verjährt, wie von was gewahr ist. Wenn es das ein Thema wird, wo jeder einzelne von uns Part annehmen. Also zum Beispiel hier so Predigen kommen, da glaube ich immer, dass bloß für Eduard und für so eine Evangelien und evangelisieren. Da sind auch viele, die entschuldigen sich und sagen, ich bin nicht ein Evangelist, ich will aber tüß bleiben. Für Prophezeien, das auch was sie sagen, ich bin mit zu bleiben, ich will mich nicht zu sein. Aber das ist ein Thema, was die tüß kostet. Und das ist ein von den Diensten, was es auf dieser Welt gibt. Und nun habe ich so viel gesagt, und wie ich das noch nicht gesagt habe, was ich hier so war, mitteilen, weil ich frage, weißt du, was das ist? Irgendwie, was ich das noch nicht gesagt habe. Beten. Anstundungsgebet. Ich will eine Karte Geschichte, eine interessante Geschichte mit dir mitteilen, von einem Eiscreme-Paddler. So, wir gleich nochmal alle Geschichten zu sein und Geschichten zu hören. Und hier so habe ich ein Bild, du war ihm was gesehen, du hast ein Eiscreme-Paddler und der ist abgebrochen. Und das ist eine wahre Geschichte, passiert in England. Und dort die Stadt, da heißt sich Derry oder da heißt sich Londonderry. Dat is Derry oder Londonderry. So, die kostet ab Bad wie kann. Vielleicht was von Jüngern haben von dieser Geschichte hier oder dieser Stadt. Und wir wollen gut sein, warum dort Derry oder Londonderry heißen das. So, für sehr viele Jahre, dann wird hier ist ein River zwischen, ein Fluss zwischen zwei ziemlich große Städten. Und du wirst sehr viele Jahre wieder ein großer Hut, ein Eier, ein Weide auf diesen River. Eine sieht von der Stadt, dort wird eine katholische Stadt, und der andere sieht von der Stadt, dort wird eine protestantische. Und ich will Eduard fragen, dass Sie mir helfen, dort erklären, was Protestanten machen, was das sagt man. Wir sind Protestantes, warum muss so sein? Die Kolonie, das sind so eine Rüge, aber wir sind Protestantes, wenn es wir gehen und sagen, wir machen mehr tun, als bloß Gesetzen folgen. Wir stehen ab für mehr. Wir sagen, wir predigen abgegossen und tun dort bekannt merken, wir machen mehr tun, als was wir gelehrt haben. Dort sind Protestantes. So, das darf nicht ein plattdeutsches Wort. So, eine sieht wie eine religiöse. Protestanten, dat zijn al die, als eerst einmal gaf dat bloß de katholische Kirche, aber das ist irgendwann ja, das war dort alles zu der katholischen Kirche, dann wäre die beste Sache, die Rande sehr arg, nur die Bibel noch, und dann wäre eine Gruppe Menschen, die gingen jen dort, und dort war geteilt aus einer Proteste, aus einem jen Unsinn. Dann war ein Protestantes genannt, wenn sie nicht mitgingen, mit was die Mehrheit ging. Ich glaube, dort ist es ungefähr. Ook van die Marchers begossen haben sind und an sich auch Protestas, die dann gegen die Regierung abstehen und sagen, wir wollen eine Änderung mehr. So, dann wollen wir alle. So, eine Stadt, die wie eine protestantische und der andere wie eine religiöse katholische. Und dort gibt es sehr viel
Hut und Weide, wenn du wir in Familien, wo du in einreiten, wenn es dort. So, du wir ein Riefert waschen, in der Regierung, der wir über der Bett starten, da wir der Salze Regierung. Und der kann dort nicht länger auch sein, dass du so einen Hut einmal geäufert. So, der sieht ein Tag, wir wollen du eine Breg merken, von einer Stadt nach der anderen Stadt. So, hier so, das kriegt der Breg. Das ist eine lange, kroselige Breg, wo du von einer Stadt nach der anderen Stadt gehst. Du gehst mit 40 Jahren zuvor, aber das ist da, die reagiert einfach am Übergehen, dass die Menschen sich die taub treffen. Aber eine Breg, der ist nicht, der sich nicht Salz, der ist nicht stark genug, dass die Menschen einfach taub bringen. Also, eine Breg allein hält nicht. Du musst da noch ein Leder sein, du musst da noch ein Mann sein. Aber irgendwer sagen, wird sich dort übernimmt, den Menschen dann über die Breg taub zu leiden. So, nu wieder ein Mann, der heißt Raymond Kavanagh. So, dort wird der Name von dem Mann. Dort wird ein Eiscreme-Paddler. Und der steht ein Tag an der Wasser, heute der oder hat Wasser der an der Weg, stellt er sich an den Markt von dieser Breg durch, mit ihm fertig, und dann hat er ins Hand, dort seht ihr Free Eiscreme, an den Markt von der Breg. Und dort erste fängt dort mit Kenia an, dann kommt Kenia am Hahn, an den heutigen da, und dann gibt er Free Eiscreme ut. Und dann bald dann gibt dort der andere Markt, und dann bald kommt groß andere Markt von beiden Seiten. Mit einmal, nur eine Wasserzeit und 2011, nur eine Wasserzeit, wo die dort das dort getan hat, mit einmal dann können alle Freunde, die sich auch lange nicht hören können, am Gesicht kennen, fangen die an sich scharf die Unterketten und bald fangen sie sich an so langsam zu begrüßen. Und so, dort sage ich hier, dort, an der Geschichte sage ich dort so aus der Eiscreme, das der an der heute Sonne schien verschmelzen hat, so der Hut und der Eier und der Weide auch verschmelzen auf der Breg. So, das ist eine interessante Geschichte. Und was von der Tag sind die Menschen eine Einigkeit. Ich will bloß einmal eine Geschichte vertrauen. Aber uns Thema dort geht von der Eva Anstundungsgebet. Und Luther war wie ein klein bisschen weiten, wenn es Wort diese Geschichte vertrauen will. So, Walter Wink, der sagt, die Geschichte gehört zu der Anstunder. Der wird glauben und beten, dass es eine Zukunft geben kann. Also, die ganze Geschichte, was dort gibt, die Weltgeschichte, die gehört eigentlich zu den Menschen, die du am Kampf beten tun für die Zukunft. Dort kann eine Veränderung geben. Dort kann in Bolivien eine Veränderung geben. Dort kann eine Regierung eine Veränderung geben. Dort kann manche Mennoniten eine Veränderung geben. Die Geschichte eigentlich gehört ernst. Okay, ich verstehe, das wird Walter Wink sein. Und mir hat erst Frieda hier irgendwo. Ja. Frieda, als ein sehr gutes Beispiel, sage ich immer von so einem Kämpfer, so einer Anstunde am Gebet. Hier sind viele andere, aber ich will einfach, mir hat Frieda ein paar Frauen zu fragen. Frieda, wo kannst du, wenn du hier so nachkämpfst, wo kannst du so kraftvoll zu beten? Wo lässt du als die Ursache, oder durch was hast du diese Kraft, um hier zu beten? Ganz nicht geistlich gedacht, aber einfach normal und die neue gedacht. Wo hast du die Kraft? Wo kannst du das? Du darfst Hüs. Du darfst Hüs viel beten, ja? Weißt ihr? Frieda ist nicht nur früh, wo bloß hier so beten wird. Wo bloß hier so nachkämpft und dann habt ihr ein kraftvolles Gebet in Hüs, habt ihr nicht so ein, Hüs hätte nicht so eine Arbeit. Und so sind auch andere Menschen. Weißt du, wenn die noch mal Person sein, wo du wirklich an Kraft beten kann, das ist meist einmal bloß eine Frucht von was du da gewirkt hast. Das ist nicht, dass du hier so die Gegend, wo so stark fallen und alles, aber nee, das ist eine Frucht, wo du tust immer öffnen. Du willst han einmal wir, du willst han einmal nicht weich, wo sie dort aussprechen, Wort zu beten. Stimmt das, Frieda? Ja. So, die Geschichte hier zu so einem Menschen, aus wo du die Zukunft erbeten tun, wo du in der Messkrieg sein kann. Du sind viele Geschichten in der Bibel, von, wo du Beispiele sind,
von Menschen, wo du diese Woche beten dann, Anstundung an Gebet. So du hast zum Beispiel Hiob, der dort für seine Freunde, und du sind verschiedene Abraham, der dort für Abimelech, du sind Moses, der dort für Pharao, und du sind verschiedene, viele Geschichten, wo du erklären dann, wo zu beten. Und laatst erst noch sogar, Römer Kapitel 8, Vers 26 bis 27, du hast das nicht wissen, der Heilige Jesus selbst, der das für uns beten. So, dort ist, wo die Bibel über wofür die Bibel über das hat zu vertrauen. Und ich möchte eine ganz interessante Geschichte mit vertrauen. Und vielmals dann denken wir so, einer redet zu einem so allmächtiger Gott, wo der so über alles ist, und wo einer aus einem kleinen Sohn kuren, an den sie nicht gehen wird ist. Dort stimmt alle. Versteht mich dort nicht auch recht. Aber zur selben Zeit, als Gott so, dass er sich so wie drauf lassen, dass er mit uns Glück hat. Jesus, der war ein Mensch, der war ein Deiner von uns. Also die Leute sich lehren aus, was wir sind, um uns dein. Und so Gott ist nicht ein Gott, wo du bloß hochsetzen das und wo du vom Buben raufkriegen das, nur seine Kinder. Gott ist ein Gott, wo du raufkommst und mit uns Glück tun will. Und wir sehen dort an der Geschichte von Abraham. Abraham, der wir in Ängste auf von Sodom und Gomorra, wie kann die Geschichten wissen, der lebte in Ängste besiegt, in Sodom und Gomorra wie eine sehr sündliche Stadt. Sein Sobrino, der wohnt an der Stadt, und durch Gott, durch was Engel, der kam Abraham besiegen, und der hat eine gute Zeit, und dann sagt der Engel, wir wollen nach Sodom und Gomorra gehen, wir wollen selbst mal studieren, wo dort mit dieser Stadt steht, fahr wie die wollen, ganz vernichten. Und als Abraham diese Not hier, dann, der ihm das sagen will, wo wird Gott eine ganze Stadt vernichten? Das sind, und dann hast mein Sobrino, ich weiß, mein Sobrino, der kennt Gott nicht so, der weiß von Gott, aber der hat nicht eine Gemeinschaft so mit Gott. Wusst du nicht, wenn irgendwer die Weins kennt, wusst du da nicht die Stadt verschauen? Und dann fragte Gott, wusst du nicht, wenn du 50 Menschen sind, wusst du da nicht die Stadt verschauen? Dann sagt Gott, ja, wenn du 50 Menschen zu finden sind, wird mich fürchten dann. Dann wird die ganze Stadt verschauen. Du wirst zu der Zeit über 50.000 Menschen. Und wie kann Mathematiker so viel rechnen? Das sind 1000 auf eine Person. Wenn du 50 wird, dann wird Gott die ganze Stadt schauen, sagt er. Und dann sag ich Gott, aber du sagst nicht 50. Dann sage ich Abraham, dann sagte, der mir leid hat, aber ich muss dich noch einmal fragen, wenn du würden 5 Menschen aus 50 sein, würdest du die Stadt verschauen? Ja, ich würde die Stadt verschauen. Wenn du würden 30 sein, würdest du die Stadt verschauen? Ja, ich würde die Stadt verschauen. Wenn du würden 25 sein, würdest du die Stadt verschauen? Ja, ich würde die Stadt verschauen. Dann sage ich Gott mit einmal, okay, ich würde ihm was sagen, wenn du würden 5 sein, dann würde ich die Stadt verschauen. Die ganze Stadt würde ich verschauen für 5 Menschen, die mich würden fürchten. Und so Abraham, der tut, der kämpft für das Volk, für das sämtliche Volk. Da steht eine zwischen Gott und das Volk und sagt, wo ich den Euer kann raufbringen, oder wo ich den Euer für Vergebung vertuschen kann. Kann ich verstehen? So dort ist ein Beispiel, wo wir kann klar sein von Anstund an Gebet, Anstund vor Gott für ein Volk. Und ich will ein Vers einfach lesen, das sagt 1. Mose Kapitel 8, Vers 32. Ich habe hier Vers von anderen Bibeln genommen, von anderen Versionen genommen, dort Vers der dort nicht. Ich will das hier so lesen. Dort sage ich, und Abraham seht, mochte Herr doch nicht mit mir schwierig worden, sagt er nach dem letzten Mal. Wenn ich bloß noch einmal rede, oder wann du Tieren gefangen worden, und der Herr seht, am Tieren erhoben, wo ich den nicht vernichten. Und dann sagt er wieder,
auch sogar wenn du 5 wirst, dann würde ich dich nicht vernichten. So, der Engel kommt, der lädt Abraham, seinen Sobrino mit seiner Familie rüt, und der Stadt wird vernichtet. Wenn es Gott fängt, du nicht Menschen, wo du am Fürchten deuten. Aber was hat Abraham getan? Der hat mit Gott diskutiert, oder nicht gestritten, aber der hat mit Gott eine Unterhaltung gehabt und probiert und nicht mehr raufzubringen. Dass Gott nicht alles vernichten wird. Und sein Sobrino wird geraten mit seiner ganzen Familie. Und so ist Gott, so dass Gott von Deutschen da mit seinen Kindern, mit seinen Kindern, er hat eine Unterhaltung mit ihm. So, wenn wir sagen, dass Gott, weil du hast, wo viel erreicht, wo du vergeht. Wie seine steht, wo viel erreicht ist. Und anstatt dass wir, und wir sagen dort, wo Gott anfängt, einfach einen Fluch, einen Struf auf diese Person zu leihen, dann kann wir dazwischen kommen und dann kann wir für diese Person anstehen. Dann kann wir dafür beten und wir können den Gott sehen, wenn es Gott hat dort reich, wenn es Gott ist ein heiliger Gott, und Gott hat dort reich, zu strufen. Aber da ich sie nicht kenne, dass er einmal diese Strufe verlängern oder er einfach, er hat genug mit den Menschen, wo wir verbeten da. Was ist Anstund an Gebet? Anstund an Gebet, das kann wir auch auf eine andere Weise sein, dass den nächsten seine Sünden, Fehler, Übertretungen einfach ab uns nehmen. Und Eduard und ich, wir hatten laatst ein bisschen von der noch mehr über dort vertraut. Wenn du das ein bisschen sagst, da eine Linie, wo in der kann hingehen. So, wenn wir andere Erde sind, dann ab uns nehmen, dann meint er nun nicht so, dass ich einfach mir die Sünden ab mir nehme und Gott wird mich strafen. Nee, Gott hat die Sünden alle betont. Als Jesus am Kreuz hängt, dann werden alle Sünden all ab Jesus. Und da hat er all an Jesus gestraft. Aber wir können mit am Tag aus seiner Kirche, oder wir sollen ein Vermittler sein, dass Gott wird Barmherzigkeit ut Euren ansteht, rach. Kann wir verstehen? So, wir können andere Erde Sünden ab uns nehmen. Und beten, anstehen an Gebet, dass das immer mit diesen Gedanken, dass wir sagen nicht, Vater, ich bete, dass du wirst ewo seine Sünden vergeben. No, wir sagen, Vater, ich bete, dass du wirst unsere Sünden vergeben. Wir tun immer andere Erde Schuld, andere, die blind sind und die nicht wissen, was sie tun. Mit denen wir uns taub schlüten und sagen, ich merke mich Port an diesem Team. Und weil wir nicht taub, das vor Gott bringen. Sogar wenn Jana dort noch nicht wollten, was wir tun, aber wir tun für arm anstehen, wir tun für Ernt anstehen, für wem immer wir beten tun. Wir sagen eine Geschichte an Nehemia zum Beispiel. Nehemia, dass wir eine bekannte Geschichte basteln, haben wir beim König, den König immer, ein gottloser König, der hat immer das Köffel geben, das schmecken, seines du wurden Jaff machen kann. Oder dass der irgendwo arg sein oder er wird krank worden oder was immer. So wie das gewöhnlich, wenn es die König beschützt worden. So alles, was die König eten und trinken dort, da muss erst einmal durch umgehen. So wie kann sein, er hat eine Arbeit vom König, dass er muss den sein Schild sein. So wenn eine Fehl geschmeckt wird, die wird erst durch umgehen. So dort wir seine Arbeit. Aber er wir ein Israelit und er war ein gottloser König. Und als er hier, wo Israeliten dort, wenn du so wie keine Wohnraum der mir, dann, und dort wird auch, wenn Gott hat durch die Propheten und einmal war er gesagt, wenn die nicht wollen, ihn abmerken, dann wollen andere Völker kommen und ihn von hier so weit bringen. Und Israel, der hat sich nicht abgemerkt, der nicht Gott fürchten. Und dort passiert, was Gott von gerät hat. So, nun wird das Volk verstreut, keine wohnt Raum Israel. Und dann hier Nehemias, was vergeht, dann sage ich, hey, denke an die Prophezeiung, was Gott auch gesagt hat. Wenn die Universität wird vorbeigegangen sein, nur 400 Jahre, dann sollte mir weiter abgebaut werden. Und er sagt, ich nehme diese Prophezeiung nur ab mir. Und ich will gehen mit dieser Prophezeiung. Und dann check ich, was die Führer getan haben, wenn es Worte verschlafen sind.
En dan zag hij ze steeds aan gebed. Meer kein ganzes Gebet, aber dann zag hij ze steeds aan gebed in Nehemia Kapitel 1, Vers 7. Nehemia Kapitel 1, Vers 7, da sagt Jesus steeds, wie haben die bei sich angetan? Kann ja sein, er sagt, wie, sogar wenn er auch nicht manch den Menschen wir, aber er sagt, wie haben die bei sich angetan? Wils wie die Geboten und Anordnungen und Rechten nicht geholen haben, wo du durch dienen deiner Moses angeordnet hast. Kann ja sein, Nehemia, der sagt, wie haben die Geboten nicht geholen? Wie haben gesündigt gegen die? Und das war das erst. Wir nehmen unsere Erde Verantwortungen ab uns. Und wir gehen mit unserer Taub, mit der Taub, wo du lieben tun, wo du je in Gott sein, mit der Taub, wo du schwore durchkommen, mit der Taub, wo du noch nicht Gott fürchten tun. Wo du aber nicht selbst wollten. Mit der Taub, dann sei wie gehen vor Gott. Wie bekannt unsere Sünden. Und weißt ihr was? Das jetzt so weit, wenn wir für andere, für eine Sache beten tun, für irgendeine Situation beten tun, das soll eigentlich so weit gehen, dass wir dort fallen können. Dass wir so sehr ans du nachladen an der Geschichte, was immer das ist, dass wir dort sogar fallen können. Ich habe Testimonials gesehen und gehört, Design. Einmal bete ich so doll für eine Geschichte und ich bekam den anderen seine Schuld. Das geht mir so doll, mit einmal hast ich mal mir gesagt, hey, du bist nicht wirklich in diesem Sinn. Du darfst die bloß du nennen. So, dort ist, wo das ist. Wir laden uns das so weit nennen und wir schlagen diese ganze Sache vor Gott mit unserer Taub. Wir laden uns das so weit nennen, dass wir uns sogar einmal hart fallen von der Schlachte. Und dort ist, was passieren wird, wenn wir uns mit unserer Taub die Sünden vor Gott bringen dann. Jesus selbst hat nun auch die Sünden von der Welt ab sich und brachte vor Gott. Er ist das beste Beispiel, wo einzustehen für unsere Person. Das sagt ja in Hebräer Kapitel 7, Vers 25, sagte, du wen kann heu, die vollständig raten, wird nur Gott kommen durch ab und lebt am Ende zu vertreten. So, Jesus, der steht vor Gott und er vertritt seine Kirche, seine Kinder. Er steht an für uns. Und wenn dort nicht für dort wir, dann wir hier nicht. Ich sage Ihnen, dann wir hier nicht. Wenn Jesus die Hand, die kam rauf und er weiß, was es ist, auf dieser Welt zu leben. Und er ist abgegangen beim Vater und er wird so noch einmal anstehen für mich und für dich. Wenn dort nicht für dort wir, wenn wir einen Fehler gemerkt haben, dann wie wir wach. Aber Jesus, der sagte Gott, haben wir zu Geduld mit Zink, haben wir zu Geduld mit Obram, haben wir zu Geduld mit dieser Person. Habt Geduld mit ihm, der wollen noch besser merken. Ich will enthalten. Der schlaft ans Taub, du so han, mit seiner eine Weg taub, er nimmt den ganzen Weg ab und sagt, ich will die halten. Er wird für uns anstehen. Wenn er nicht für dort wird, dann wie wir hier auch nicht mal hier. Und wo wichtig ist dort beten? So viele Mal wie uns deiner oder was immer, wie sein, ja, eine halbe Stunde beten und 10 Stunden dein. Ja, das wird es so sein, nicht? Wenn wir beim Predigen eine halbe Stunde beten und 4 Stunden predigen. Oder wenn du in der Evangelismus hast, ja, alle Tag 15 Minuten beten und dann geht es offen um Evangelismus und dann du sagst, wir feiern 5 Stunden mit dem Evangelismus. So schafft es, ja? Aber das ist nicht ganz korrekt so. Wenn es mal ein bisschen die Prozent checken, was Jesus tut. Jesus hat 3 Jahre Evangelismus und er hat nur 2000 Jahre Gebet. So, das ist ein bisschen anderer Prozent. Er hat 3 Jahre Dienst und 2000 Jahre hat er nur angestoßen. Und wer weiß von vorher auch gehen, hat er angestoßen für seinen Fall. So, du willst sagen, Kind, und ich will wirklich Mut machen. Besonders, ich weiß, meine Mama, ich glaube, die wird das bestimmt auch kicken, wenn die nicht hier ist.
Ich will jullie merken, als mittags wordt veel thuis zaten en aan alle Sachen täglich denken. Die dann in einem von den ganz wichtigsten Diensten, was das ja, die beten für alle Sachen. Und wenn die noch mal so denken, dass es nicht wird, was die tun, dass das Krieg angedreht, wenn er nicht für jene Gebete wird, dann können wir nicht das tun, was wir tun. Und so, ich rede für all die, was du am Fleck arbeiten kannst, für Albert mit seiner Equipe, für all die, wenn die nicht mit Gebete gedreht werden von verschiedenen Städten, dann würde das nicht passieren können, so ist das passieren da. Und du hast einfach eine große Kraft dahinter, wenn du so eine Bete einfach stehen und die drehen mit Gebete. Einmal dann nehmen wir das so einfach und sagen, das ist nicht wichtig, du verbeten, oder Gott wird das all tun, was er tut. Aber weißt du was? Das ist wichtig. Und wir wollen Luther noch ein paar Fragen mehr sein, wo wichtig das eigentlich ist, dass wir anstunden im Gebet. Das sage ich auch in Römer Kapitel 8, 34, wieder von Jesus, wo er für uns beten wird. Das sage ich, wer ist der du verdammt? Christus ist der gestorben ist, und viel mehr, der auch abgeweicht ist, und der du zu Gott seine Rechte sieht, ist, der uns auch vertritt. So, wenn irgendwer die verdammen will, wenn du die selbst was verdammen, wenn so tun die verdammen will, wenn deine Geschwister, deine Feen, wer immer die will verdammen, dann kannst du einfach sagen, weißt du, du bist ein bisschen zu laut. Wenn Christus, der hat wohl alles, was du miesel trafen, der Verdammnis, der hat ja alle ab sich genommen. Und so, Christus ist all gestorben für die Verdammnis. So, I'm sorry, du bist ein bisschen zu laut. Und heute steht, wie Gott seine Rechte sieht, sagt dort, und heute hat uns vertreten. Heute bet für uns. Wir haben auch, ich will auch noch reden von wo, wir sollen nicht bloß einmal beten und zweimal und 10-mal und sein. Ich glaube, ich habe nur genug Gebet. Wenn wir haben welche Geschichten, eine Geschichte ist in Lukas Kapitel 18, da wollen wir nicht nennen, aber du hast eine Witwe, der hat farmtjanig, und Jesus vertelt diese Geschichte, der hat farmtjanig, fragte den Wort, und der hat so unheimlich geblieben, jeder Tag erst die farmtjanig, und mit einmal dann erst den Tjanig dort so, wenn ich nicht Gott frage und Menschen nicht achten, ich wollte diese Witwe doch dort geben, wurde nur fragen, wenn es ab einmal da war noch eine Loswurm mit dir. So sage ich das in der Bibel. Aber was sagen wir? Wenn wir wollen unheimlich beten, und Gott gleicht dort, das ist nicht, dass Gott dort eine Los ist mit uns, wenn wir unheimlich beten. Aber Gott will, dass wir unheimlich sind. Nicht bloß ein Tag, 2 Tage oder 10 Tage, aber dass wir beten und beten und beten und beten, was dort passiert ist. Und danach wieder. Dass wir einfach beten, dass wir einfach anstunden für diese Situation. Und viele Mal, mir will ich ein Ding vertrauen, was die vielleicht noch einmal euer wollen und gedacht haben. Ich weiß nicht, hast du mal mit so Hilfe Gedanken nach Schwinden irgendwas Gebet haben oder und dann mit einmal war ich an, oh shoot, was habe ich hier Gebet? So, jeder Gebet, dort wird abgenommen am Himmel, jeder Gebet, ich sage jeder Gebet, dort fährt ab und dort wird am Himmel und dort wird durch sehr kässlich, würde er dort sein, hier abbewahrt. Da wird du wirklich aus ein sehr wertvolles Ding. So, wenn du von der und Gebet gesagt hast, dort schnappt ihr vorn und dort ist dort abbewahrt. Und so, ich sage einmal, wenn ich am Himmel dann komme und ich würde mir einmal meine Gebete sein, vielleicht würde ich mir auch nicht mehr schämen, was ich alles gebetet habe, aber weil wir einfach wieder beten, ja? Wenn es sagt in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, und als er dort Buch genommen hat, fallen die Feuertiere und die 24 ältester Stuhl vor dort Lamm und hatten ein jeder Harpen und goldene Kammen voll Parfüm, wohne der heilige Ehre Gebet wird. So, die hatten einfach eine goldene Kamm, die wir voll Parfüm, wohnt der heilige Ehre Gebet wird.
So, da wir an starten zu Gold Perfume Top sammeln, das ist nicht muy schwer, das ist einfach beten. Und wir wollen uns dafür freuen, für das, was wir getan haben. Und was noch wichtig ist, ist zu sein, wo wichtig Gott unsere Gebete sind. Das ist, er nimmt dann nicht bloß leer, aber er bewahrt jeder Gebet, was wir beten dann. Und er wird auf jeder Gebet antworten. Vielleicht nicht auf so eine Weise, als was wir gerechnet haben oder als was wir gerade gedacht haben, aber er wird nicht ein Gebet auslösen, was er nicht antworten wird. So tun, die haben wirklich er dort reich, viele Dinge zu tun auf dieser Welt, was er tut. Weens hij heeft dat reich van Adam gekregen. En wie wären alle an Adam, als hij dat kregen deed. En so wat we nu doen, is zo tun de macht wahrnehmen. So tun wel vernichten, en zo tun wel twee merken, weens hij heeft eigentlich euer dat reich gekregen von uns. En dat sage ich in der Lukas Kapitel 4 von 5 bis 8, dort ist die Geschichte von der Versiegelung, wo der Sohn Jesus auf den Tarm abnimmt und er wies den alle Königreichs und alle Herrlichkeit, wo das gibt. Und dann sagt er, wenn du mich willst umbeten, dann wo ich dir geben will. Mir sind die gegeben worden und ich kann dir geben, wem ich will. So Jesus die Leute nicht so tun umbeten, aber Jesus die kriegt doch wahre der Autorität drei auf eine andere Weg. Auf eine Weg, wo er sich um Krieg non leidt. Und wo er einfach ging und so tun den Schlädel wahrgenommen von allen Schlechten, was er tut. Bloß die Sache ist, wo viel je wie von der nachher so tun war, dort reicht, dort er kann Sachen tun, was aber nicht am Gehirn tun. So, Jesus der hat die Autorität genommen und er hat uns die Autorität auch gegeben, dass wir Sachen ausüben können, was wir wollen. Und wenn so tun, ich wird alle Macht verlieren. Also, so tun, die wird dann alle Macht verlieren, wenn die Kirche wird voll abkriegen. Und dort ist, wo dem sehr Angst für ist. Du weißt, was er so viel Kirchen verspülen und er will dort einfach schwör merken, dass die Kirche wird an Einigkeit arbeiten und alle Macht kriegen. Du hast so sehr Angst für und dort wurde er besonders schaffen, dass er dort vernichten will. So, Gott Sieg, den letzten Punkt. Gott Sieg nur Vertreter. Gott Sieg nur der wird anstunden am Gebet. Und ich möchte einfach, dass wir uns hier so ein bisschen nachlesen. Ich will noch einmal ein paar Verse lesen. Und ich will nur hier, weil ich noch ein klein bisschen eine Übung mit Ihnen merken. Und vielleicht haben wir ein bisschen Musik ummerken. Und ich will auch besonders today sein, was dort von Tüßchecken tun. Die sind Part von dem, was wir hier tun. Und ich will Ihnen einfach Mut merken. Wenn du vielleicht auch weit oft bist, oder Tüß bist, ich will die Mut merken, denk immer nur, was wir von der hier tun und gesehen haben. Und weil wir einfach diese Beter sind, diese Anstunder sind. Dort sage ich in Jesaja Kapitel 59, Vers 16. Und er sagt, dass kein Mann durch wir, und er verwundert sich. Also Gott sagt, dass durch kein Mann wir, und er wundert sich. Und so der Gott von der auch, er kijkt von der, und er wundert sich, dass hier kein Mann ist. Oder vielleicht sind hier, aber wo dort hier sein, der er wundert sich, dass durch keiner durch wir. Dass kein Vermittler durch ist. Wo sind die Vermittler, sagt Gott? Wo sind die Vermittler? Ich will einen Vermittler brauchen. Ich will so einen Vermittler aus diesem Eiscreme-Paddler dort bebringen. Dass du einer ist, wo du so Wort einfach sich handgeben und einfach ein Vermittler sein. Zwischen Gott und Menschen. Zwischen den sinnlichen Sachen, die passieren tun, und Gott seine Herrlichkeit. Wo sind die Vertreter? Wo sind die Vermittler? Du hältst an seinen Arm in seine Gerechtigkeit in unserer Stadt arm. Also in Hesekiel Kapitel 22, Vers 30, weil ich auch noch lesen mit Jürgen Taub, das sage ich, und ich sag, hier,
Gott sagt. Gott sagt. David jetzt so, ich will das uns jetzt wirklich deutlich. Der Führer der Sieg. Und ich sag einen Mann und ja an, der mir taumieren wird und für mich eine Rede können mag für das Land. So, das ist eine Rede, das ist einfach, wo das an andere Übersetzungen besser erklären, das ist einfach eine Bretsche, wo er dort vielleicht auch kann sein. Das ist einfach, was du in eingereden hast. Das ist einfach eine Rede an die Ehe, kann das auch genannt werden, oder das ist, was er sagen wird. Er sagt nur ein Mann, manch uns, was du sich gut an auf diese Bereich ansagen. Und was du würden Vermittler sein. Für das Land, an das ich nicht verdorben, aber ich von keinem. Das ist in Hesekiel Kapitel 22, Vers 30. Ich will noch einmal lesen. Ich sag einen Mann und ja an, der mir taumieren wird und für mich eine Rede können mag für das Land, an das ich dort nicht verdorben, aber ich von keinem. So, wo sind diese Vermittler? Wo sind diese, wo du an diese, wo du zwischen der Sünder und Gott stunden? Wo sind die, wo du beten dann? Wo sind die, wo du die Mana abheben dann oder die Mana drehen dann, wo du so Gott dein dann oder wie sollst? Wie viel Prozent du wie anstehen für wie gut dann? Weil da wird viel mehr Erfolg haben, wenn wir wollen an der ersten Welt die Sachen tun, was wir nur hier noch mit uns Müll wollen tun. Wenn wir jährlich vorabgehen, wir bringen so tun, wir bringen das sind, und wir merken den Menschen rein, wenn es das viel mehr jährlich, als was dort physisch ist. So, ich will uns einfach Mut merken, dass wir Anstundungsbeter sind. Dass wir einfach beten für die Sachen, dass wir einfach für Bolivien beten, für was immer das ist. So, ich weiß nicht, habe hier alle, wer hier was haft haben, was abschreiben, eine Liste mehr, vielleicht am Phone oder auf Papier. Wer würde das können? Habe ich alle was abschreiben? Ja, auf Papier oder am Phone. So, ich will einfach Mut mehr. Dort die eine Liste mehr an das, über was jeder Tag beten. Dort die einfach eine Liste mehr an das, wofür du beten wirst. Und ich will ein paar Sachen abnehmen, wo du nicht da sein, aber vielleicht hast du deine eigene Liste, wo du die merken wirst. Elena und ich, wir haben auf der Universität, wir haben eine Liste aufgestellt und wir wollen jeder Tag smarts, dann da wir für eine Sache beten. Stuhl wir für eine Sache an. Und wir sollen einfach, wo Gott uns wegen merken, da Gott arbeitet an uns viel Dollar, als er das und das meiste Arbeit hat an uns, wenn wir bluten uns rauf und wir stehen an für diese Sache. Und viele Mal beten wir immer so, dass das alles soll für mich gehen. Das soll alles bloß für mich gehen. Ich bete, dass ich wo ihr sind, ich bete, dass ich wo ich. Aber kein Teil, wenn wir das würden mal ein bisschen andrehen, und wir würden mal mehr für andere Sachen beten, die uns vielleicht wirklich nicht für uns nicht genannt sind. Wir stehen einfach an. Wir stehen an für Sachen und wir beten dafür. Wir kämpfen für diese und diese Sache. Und ich will uns einfach Mut machen. Ein von den Sachen, was eine Idee ist für die Liste, ist für die Regierung für Bolivien. Sehen gern. Bet für jeder da. Der nächste ist für deine Familie. Besonders für die, die vielleicht noch nicht bekehrt sind. Vielleicht hast du Brüder oder Schwestern oder Kinder. Und du kannst einfach dort auf der Liste abschreiben. Vielleicht willst du kriegen, da ist die Nummer schreiben und du betest für dich und deine Person. Und der nächste ist für Quark. Nicht für nie Leben. Ja, für nie Leben auch, aber für Quark in general. Wo ist der Quark für Bolivien? Wo sind Gott seine Brüder hier in Bolivien? Kampf für dich, für Einigkeit. Wenn Sie das ihr schon sehen, wenn der Quark wird, ihr schon Einigkeit arbeiten,
dann hat Satan seine Macht verloren. Und dort wird er sehr Angst verhaft. So, weil wir du verkämpfen. Wie kann du verkämpfen? Das nächste, was wir uns schon abschreiben, ist für Kranke. Als vielleicht eine Person, wo du krank bist, wo du fehlt, für zu beten. Für Finanzen. Für die Finanzen von Bolivien. Für unsere Finanzen, nicht bloß für meine. Für Finanzen von der und der Person. Und so, tja, wie wieder, vielleicht hast du eine Partner, vielleicht hast du eine Person, vielleicht hast du eine Situation, wo du willst verbeten. Wenn du irgendwer hast, wo mir eine Idee geben kann, wo wir nachher auf der Liste bieten, sag mir welche. Verlorene Säule. Für die verlorene Säule. Für Krieg für meine Minuten würden ein guter Timer sein. Für die verlorene Säule. Und ich will dir noch merken. Hij dat moet je valt, want je doet zo dat naar lopen, dat je dat vallen, wo die verlorene Säule am Weg haben sind. Lass ihn lernen. Lass ihn einfach mal lernen und fällt mit. Wenn ich noch nicht bekehrt wäre, wenn ich nur mich von der Kirche, wo ich dann leben darf, dann habe ich Angst für das, was ich will. Wenn ich ran Höchstbiet am habe und ich weiß nicht, wo ich am Weg haben will. Und so ist es von dir. Und ich kann mich nicht verdient, dass ich irgendwo besser sehe, dass Gott mir das Evangelium geoffenbart hat. Ich kann das nicht verstehen, was Gott an mir getan hat. Aber ich bin so dankbar. Wenn ich kann mit einmal anwählen und ich kann sagen, wo ich am Weg haben will. Ich will ab im Weg nur der eigene Verdammnis. Höchstbiet. Ich sage nicht, muss ich mal vor, ich will das Glück wahr. Aber Gott hat genug. Und so will er genug haben mit der anderen, die nur noch Höchstbiet am Weg nur der Hall sind. Und ich kann mir vorstellen, wo uns das Wort gehen, wenn wir über und Knalls und Johann und all die gleich nur der Hall gehen an der Ewigkeit. Wo wollen wir uns das dann tun? Weil wir für die beten. Weil wir für die anstehen. Weil wir für die kämpfen. Weil die dort leben, dort ist so kalt. Und dort ist, Jakobus sagt, das ist einfach so eine Blume, wo du einen Tag blieb, den nächsten Tag hast du gedreht und ist aufgefallen. Aber die Ewigkeit, der ist lang. Der ist lang. Und dort geht das nicht bloß dort um die Verdammnis, aber dort geht um Gott Herrlichkeit bringt. Du willst, weil wir kämpfen für diese. Dort wir aus zwei geraten sind. Dort sind das, was hier von der uns Mars passieren. Dort groß ist. Das ist da eine Vision wie dort, so wie das einer Ketten kann. Wir sind Menschen, die die Hände abheben tun. Er wird Gott verherrlichen tun. Das, wo das geht nicht bloß um den Hahn, aber das geht einfach um Gott Herrlichkeit in ihr zu bringen. Weil hier dort der Engel, die sind 24 Stunden am Tag und die hören nicht ab, Gott heilig, heilig, heilig gesagt. Und wir waren hier so auf der Welt, dort kriegt die Kultur soll hier kriegt so werden, als das am Himmel ist. So, weil wir uns nicht lohnen, für was wir beten, und weil wir uns nur dort nicht lohnen, für wem wir beten, und weil wir dort feilen, wo da am Weich haben, als dort wie so ein Brief haben. Aber versteh das mal. Mag der Herr die dort offenbaren, muss die dort wirklich mal verstehen. Also noch eine Idee, was wir können auf der Liste abtun. Für Frieden am Land, für Israel. Wie kann uns du nicht lohnen? Wo geht der dort, wo du so gleich vor der Knochen stehst? Wo geht der dort, wo ihre Familie verloren haben? Wo geht der dort, wo du so nicht mal friedlich, aber großen Grund kann wenn's? Mit einmal hast dich dann, können du so, können du verernt mit einmal einen Baum abknallen? Wo geht der dort? Wir sind hier noch so friedlich, weil wir uns nun nicht lohnen. Und ich will dort rüberheben, was Eduard sagt. Israel, als Gott sein Volk, und wenn er nicht für sein Volk wäre, dann hat Jesus nicht kennt auf diese Welt kommen. Wenn Gott hat das geplant, dass er wird von den Aufstand von Abraham, wird Jesus geboren worden. Und Gott muss sehr viel mit seinem Volk tun, um dort von der oft hat er
frei bleiben. Viele Sachen, was werden so sagen, dort erst die bloß wirklich an sind. Das ist der ganze Gesetz. Aber Gott muss das tun, wenn es will. Diesen Summen, diesen Sturm will er rein und unbeschädigt lassen, was sein Radar, sein Sehen wird kommen. Und einer von diesen sein. So die Juden, die haben wirklich ein ganzes Opfer getan für Jesus. Dort er kein hier geboren. So weil wir entirren, was von der schon da. Und dort erst noch einmal sein Volk. Wenn es von den Juden kommt dorthin, von den Juden kommt Jesus. Weil er nicht für dort wird, dann wird Jesus, wo Jesus nicht kann kommen. So weil wir einfach uns anschließen und weil wir dafür beten, weil wir dafür anstehen für diese List, was wir uns hier gemerkt haben. Und ich will noch umbeiden, merken, wenn ihr was befällt, merkt diese List rein. Und dort halt, dort jetzt scheint, wenn einer die Liste hat in einer weiten Basie, was dann Sachen, wo ich verbeten kann. Für wen, was für eine Familie ist. Oder was, du darfst nicht einmal lang graben, du hast die Liste und die Keks. Hey, wer will für das von dir mal anstehen? Und zu deuten anluten, solange wir wirklich das für Gott gebraucht haben. So, ich muss für ihn beten. Bruder, musst du nie Leben segnen, musst du, wie immer du tust, segnen. Ich musst du einfach mehr und mehr diese Anstunde sehen. Musst du einfach jeder einwerden, der von dir Hort gekriegt hat, musst du den anspornen, dort den mehr für die Anstunde, für den Volk, für deine Kirche auf dieser Welt, für deine Wunder, für was immer du das. Und ich bete, dort wir wollen Anstunde sein, dort wir wollen deine Vertreter hier so sein. Und dort du nicht darfst sein, so dass du hier in Ezekiel 22 verstartig sagst. Und ich fange keinen. Ich bete, dort du wirst uns fähig. Und dort wir wollen bereit sein, an dort zu tun, was du für uns hast. Musst du einfach geehrt und verherrlicht werden. Und musst du einfach deine Kirche segnen. In Jesus' Namen. Amen.